liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Die Uhr in der Ziehglocke wurde umgestellt. Helene Fischer begeisterte das Publikum beim Snopen Air und Hans Zurbrügg erzählt vom Internationalen Jazzfestival Bern. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Wer übernimmt welche Direktion? Der Berner Regierungsrat wird voraussichtlich am Mittwoch das erste Mal über die künftigen Direktionszuteilungen diskutieren. Im ersten Schritt sagen die 6 bisherigen, ob sie ihre Direktion behalten wollen. Jüngere, ältere und Frauen sind auf dem Vormarsch. Als bestes Alter für eine politische Karriere gilt landläufig die Zeit zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. Doch gestern bei den Berner Grossratswahlen hat eher das jüngere und das ältere Segment Zuwachs bekommen. Berner Oberländer glückt der Saisonabschluss. Mit den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz ist eine ereignisreiche Skisaison zu Ende gegangen. Als krönender Abschluss haben 2 Schweizer im Slalom und der Kombination aufs Podest geschafft. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag war es wieder soweit. Die Uhren wurden um 1 Stunde vorgestellt. Wie das in der Ziehglocke bei einer 500 Jahre alten Uhr funktioniert, weiß Markus Marti. Er ist dafür verantwortlich, dass die Uhr immer funktioniert und richtig gepflegt wird. Gina Krückel hat mit ihm gesprochen. Sie sind einfach ein bisschen altgedrückt, aber wir sind halt nicht die Ersten, die helfen. Es schlägt gerade hier voll. Jetzt im Frühling muss ich das ist schon Ende Monat eigentlich, muss ich die Uhr um 1 Stunde vorstellen. Dazu tue ich das Pendel anhalten und bei der Hemmung oben die Hemmungslappen ausklinken. Das sind die Lappen, die das Kronrad von der Hemmung Zahn für Zahn freigeben, damit die Uhr schön langsam abläuft. Und wenn ich jetzt die ausklinke, dann wird das Kronrad, angetrieben durch das schwere Steigewicht, sehr schnell ablaufen. Dann tue ich das aber kontrolliert ablaufen, schön bremsen, damit es 1 Stunde flüssig geht. Im Herbst ist es dann viel einfacher. Es geht allerdings auch länger. Ich komme einfach zur Nacht rauf, tue das Pendel anhalten und nach 1 Stunde gebe ich ihm wieder ein bisschen Schwingung. Merken das die Leute nicht, wenn man da plötzlich an der Zeit etwas verändert? Ja, bis jetzt eigentlich nicht. Nein, also ich warte nicht bis um 2, aber das ist im Pflichtenheft ausbedungen, dass ich das einfach unmittelbar nach Mitternacht machen kann, wenn das Flutlicht am Turm ausgeht. Dann ist eigentlich alles dunkel, dann sieht man auch an den Zeigern nicht mehr, was für Zeit ist. Es ist ein bisschen zu früh, aber das merkt niemand, dass sie nachher vielleicht um 2 oder 3 schlagen. Oder am 1, 2. Jetzt gibt es 1, 2 und jetzt trägt der Thomas für diesen Sandwich. Am Wochenende fand das 23. Snopen Air in Grindelwald statt. Unter anderem begeisterte Helene Fischer Tausende von Fans mit ihrer Musik. Ben Abecklin hat mit Urs Kessler über das Event gesprochen. Er ist Gründer des Snopen Air und Direktor der Jungfraubahn. Herr Kessler, 2 Tage Snopen Air an einem neuen Ort. Euer Fazit? Das Fazit fällt durchwegs positiv aus. Vor allem es ist toll, dass wir nach Corona so ein Event durchführen können. Es war trotz Corona natürlich auch herausfordernd gewesen, gerade mit der Absage von Francine Jordi, die viel Improvisation hat gebraucht, sei es für die Moderation, sei es aber auch Künstlerin. Melissa, ein absoluter Topstar, wird neu gehandelt in Szene als Nachfolgerin von Gabalier. Also wir sind sehr glücklich, dass wir so schnell innerhalb von weniger als einer halben Stunde so einen Top-Ersatz finden können. Und gestern Tag absolut top. Wetter super, Stimmung super, Eingang,
würdig? Das ist absolut richtig. Wir sind überrascht worden bis zum Konzert von Stefanie Heitzmann. Alles leer gewesen und auf einmal sind einfach alle Leute gekommen. Und das hat uns tatsächlich vor eine Herausforderung gestellt. Gleichzeitig haben wir sofort verbessert. Wir haben schon gestern nachher Verbesserungen vorgenommen. Und jetzt, wenn man es gesamtheitlich anschaut, die beiden Tage am neuen Standort, Grindelwald und Terminal, kann man das als Erfolg verbuchen, nehme ich an? Es ist sicher ein Erfolg, aber es ist natürlich das Open Air. Hier in Grindelwald Terminal ist natürlich nicht mehr wie auf der kleinen Scheideck. Wir haben das 22 Mal gemacht, jedes Jahr verbessert. Hier ist es, wie man es bei Null anfängt, auf einer grünen Wiese ein neues Konzert. Und ich habe gestern auch gesagt, es ist so ein bisschen das Open Air im Terminal. Ist nicht mehr das gleiche auf der Scheideck, oder es ist ungefähr so wie ein Winter ohne Schnee. Nicht nur in der Schweiz ist er als Mr. Jazz Festival bekannt. Hans Zurbrügg ist in der ganzen Jazzwelt eine Berühmtheit. Der Hotelmanager gründete 1976 das Internationale Jazz Festival in Bern. Er erklärt, wie es gegründet wurde und wer in diesem Jahr auftreten wird. Ich während 45 Jahren Mitglied und Trompeter bei der Wolverines Jazzband. Und in dieser Form bin ich eingeladen worden mit der Band nach Nizza als Jazzfestival 1975. Und dort habe ich alle die grossen Stars persönlich getroffen und auch vor allem einfach die Faszination von dieser Musik live erstmals erlebt. Und ich hatte das Gefühl, das würde sich gut machen, wenn man das in Bern in Form von einem Jazzfestival würde, auch durchführen. Und ich habe nachher das erste Festival mit meinen Kollegen durchgeführt, 1976, primär im Kursaal Bern. Habe ich natürlich meine Kontakte genutzt, primär durch George Wien, der eben der Veranstalter war von dem Jazzfestival Nizza, aber auch der Gründer vom Newport Jazz Festival. Und mit dem habe ich natürlich die Kontakte aufgenommen und die Stars gebucht über seine Organisation. Er hat selber eine Organisation gehabt, wo er auch weltweit die Musiker touren im Sommer an den Festivals, und durch das bin ich an Count Basie herangekommen, an Lionel Hampton und so weiter. Ich sage nicht der grösste Jazzmusiker, sondern der wichtigste Jazzmusiker ist für mich ganz klar der Louis Armstrong. Und man kann nachher schauen, wer ist von den ganz Grossen in Bern auftreten. Eigentlich alle. Also man muss sehen, Jazz hat ja verschiedenste Facetten, verschiedenste Stile. Es gibt Blues, es gibt Soul, es gibt Traditional Jazz, es gibt Bebop und. Und da hat es natürlich in jedem von diesen, sage ich mal, Genres von Jazz hat es natürlich Stars. Und ich möchte eigentlich gar nicht mehr gross hervorheben. Also ich habe sicher mit einem anderen eine engere Beziehung aufbauen, wie mit dem Oscar Peterson zum Beispiel oder mit dem Clark Terry, Milt Hinton. Das sind nachher fast ein bisschen Freunde geworden. Und so ähnlich wie es jetzt heute der Wynton Marsalis ist zum Beispiel. Aber in dem Sinne ein Superstar, der über allen steht, der in Bern auftreten ist, den hat es nicht gegeben. Wiederum eine unglaubliche Konzentration von hervorragenden, auch zum Teil sehr jungen Musikerinnen. Sängerinnen, also allen voran Jamaica Copeland, die Blues-Sängerin, aber auch Tuba Skinny, das ist eine Band, die als Streetband in New Orleans bekannt worden ist, vor Ort. Und die bringen wir zuerst mal in die Schweiz. Das ist eine 8-köpfige Band, die Traditional Jazz pflegt, wie es gespielt worden ist in den 20er, 30er Jahren in New Orleans. Aber es gibt auch junge, sehr ambitionierte Musiker wie Ulysses Owens, ein Schlagzeuger, der so ein bisschen in der Tradition von Art Blakey ein Quintett mitbringt und so weiter. Also man kann sich auf der Webseite schlau machen. Es sind auch Videoclips in der Webseite integriert. Man kann sich selber nachher auswählen, was er anschauen will. Aber wichtig ist auch das Element Jazzstudenten im Jazzzelt. Das findet parallel zu den Veranstaltungen in Marianne statt. Und dort sind immer Studenten zu hören, die erstmals in ihrem Leben eigentlich eine Bühne bespielen können mit der Musik, die sie wollen, und auch das Programm gestalten und auch behandelt werden wie echte Jazzmusiker. Das war's mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen.
Unsere Kollegen von Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute haben wir nochmal vom Hochdruckgebiet Peter profitieren. Es war sonnig, aber ab morgen gibt es jetzt eine nachhaltige Wetterumstellung. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, dann sehen wir, es war noch ruhig heute in Mitteleuropa. Ab morgen da übernimmt aber ein Tiefdruckgebiet über Frankreichs Zepter und es gibt auch nochmal einen Gruß aus der Sahara. Also bereits in der Nacht auf morgen nehmen die Wolken zu und dann ist der morgen Vormittag doch mehrheitlich bewölkt. Es gibt höchstens fahlen Sonnenschein und mit dem Sahara-Staub ist es dann wieder ziemlich diesig. Die Temperaturen morgen früh die liegen zwischen etwa 5 und 6 Grad. Und am morgen Nachmittag da ist es mehrheitlich bewölkt. Es bleibt aber bis am Abend noch trocken. Temperaturen nicht mehr ganz so mild wie heute oder in den letzten Tagen. Die Höchstwerte die liegen im Flachland bei etwa 15 bis 17 Grad. Im Oberland, zum Beispiel aus Frutigen, da messen wir maximal 14 Grad. Ja, und dann ab Mittwoch da kommt die Lösung für die Natur. Regen wird ja dringend benötigt und den gibt es doch immer wieder. Also vom Mittwoch bis zum Freitag da ist es meistens stark bewölkt, immer mal wieder nass. Temperaturen die sind im Sinkflug. In Interlaken gibt es am Mittwoch noch rund 11 Grad, am Freitag noch maximal 3 Grad und entsprechend sinkt dort die Schneefallgrenze. Am Mittwoch da ist sie bei etwa 15 bis 1700 Meter, am Donnerstag sinkt sie gegen 1200 Meter und am Freitag da sinkt sie schon mal auf etwa 5 bis 700 Meter. Am Samstag geht es mit vielen Wolken weiter. Gelegentlich gibt es noch Schneegestöber, meistens bis in die Täler. Die Temperaturen die erreichen maximal 2 Grad. Auf den Sonntag gibt es aus heutiger Sicht eine Wetterbesserung. Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich euch weiterhin ganz schönen Feierabend und bis gleich. Auf Wiedersehen miteinander.